Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Hallo, Moje, Jode Dach, herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, da sind wir wieder bei einem Spiel, bei dem ich kein besonders gutes Gefühl habe, weil in letzter Zeit, sagen wir es mal so, die haben uns nicht besonders gelegen, die Darmstädter. Es fing ja auch alles an mit dem Abstiegskampf letztes Jahr. Das war so richtig, richtig mies. Das hat so dermaßen wehgetan. Ich glaube, die meisten von uns haben so schon innerlich zu dem Zeitpunkt mit der Bundesliga abgeschlossen gehabt. Also mit der ersten Bundesliga. Man muss ja immer vorsichtig sein, immer erwähnen, dass es 2 Bundesligen gibt. Früher war ganz klar, Zweitligist. Gott, ich habe so einfach nur eine ganz, ganz schlechte History mit denen. Da noch diese Klatsche letztes Mal bei denen. Ich habe halt das Gefühl, das ist unser Angstgegner. Ja, dann kommt noch heute hinzu, wurde nochmal bestätigt, dass Damian Downs heute, also nicht heute, bis auf weiteres noch längere Zeit lang ausfällt. Ich hoffe, dass er nach der Länderspielpause, die nach dem Spiel folgt, zur Verfügung steht. Oder zumindest erstmal für beim nächsten Spiel überhaupt in gewisser Weise einsatzbereit ist. Und ja, Tim Lemperle hieß es, wird Teil des Kaders sein. Nur was heißt denn jetzt Teil des Kaders? Startelf, ist er dafür geeignet oder nicht? Werden wir vielleicht auch eventuell Imad Rondic sehen, der keine Soforthilfe ist. Merkt euch das. Man hat sich sehr, sehr um ihn bemüht. Man hat bis zuletzt sich an den Verhandlungstisch gesetzt, hat gepokert, also beziehungsweise sein Verein hat mit uns gepokert. Und im Nachhinein ist er keine Soforthilfe. Ich meine, okay, na, alles gut. Manche Leute brauchen etwas länger, um sich in eine Mannschaft zu integrieren, die Abläufe zu begreifen. Ich wollte das nur nebenbei einfach mal erwähnen, weil unser wundervoller Geschäftsführer Sport, Christian Keller, hat ihn ja direkt unter Druck gesetzt und dann wieder zurückgerudert. So von wegen, nein, Leute, am Mandela-Effekt. Ich habe nie behauptet, dass er eine Soforthilfe ist, obwohl ich gesagt habe, wir verpflichten nur Spieler, die uns sofort helfen. Ja. Da könnt ihr selber interpretieren. Könnt ihr selber drüber nachdenken, ob ihr da verdummt verkauft werdet oder nicht, aber egal. Die Geschichte legen wir jetzt mal beiseite. Ich habe ein bisschen nur so nebenbei mal kurz nachgesehen, wie es bei den Darmstädtern momentan so abläuft. Bei denen wechselt sich das ja ab. Mal verlieren sie, dann gewinnen sie, dann verlieren sie, dann gewinnen sie. Und ja, keine Ahnung. Wollen wir mal kurz nachsehen, wie es aussieht seit den letzten Spielen. Ja, 3-0 gegen Karlsruhe. Das würde bedeuten, das nächste Spiel müssten sie wohl gegen uns verlieren. Zum Spieltagstipp kommen wir gleich, liebe Freunde. Aber da gibt es noch etwas, was mich zusätzlich geärgert hat. Es hat sich ja herausgestellt, dass Linton Meiner an Karneval, an Weiberfastnacht wohlgemerkt, schön fett feiern war. Und zwar über die vereinbarte Zeit hinaus mit 2 Spielern. Davon war einer auf jeden Fall schon mal gelb gesperrt. Das kann ja nur Lead Paccarada sein, mit dem er ja befreundet ist. Das merkt man ja in den ganzen Dokus. Und das macht mich wirklich wütend. Weißt du, was lässt dieser Verein seinen Spielern alles durchgehen und was lebt dieser Verein vor? Ich bin da wirklich entsetzt einfach nur. Nicht mal sauer, ich bin einfach nur entsetzt. Wie man hier wirklich die Prioritäten ganz anders setzt und immer wieder versucht, hier für ein tolles Betriebsklima zu sorgen. Auf eine Art und Weise, die einfach nur ja, betriebsschädigend ist. Ja, Mann, jetzt müssen wir auch mal über den 1. FC Köln als Arbeitgeber reden. Das ist betriebsschädigend. Wie gesagt, das behindert ja die ganzen Abläufe. Und ihr seht ja, er hat sich ja im Nachhinein auch noch verletzt. Ich weiß ja auch nicht, inwieweit sich das darauf ausgewirkt hat. Das ist jetzt auch kein Linton Meiner Rage. Aber an und für sich, ich finde, dieses Jahr, ja, an Karneval sind mal wieder ein paar Dinge schief gelaufen. Auch wenn wir im Nachhinein mit Ach und Krach in Ulm gewonnen haben. Aber so läuft das, glaube ich, dieses Mal nicht ab. Dann kommen wir aber noch zu einem anderen Verletzten. Da hört ich jetzt, dass Julian Pauli immer noch nicht einsatzbereit ist, immer noch nicht richtig trainingsbereit ist und ich mache mir Sorgen. Also er hat Gleichgewichtsprobleme. Wisst ihr, das war in der Hinrunde wirklich einer unserer besten Männer. Und das war wirklich so ein Emporkömmling, so der Shootingstar schlicht und ergreifend. Ja, und jetzt ist er so lange raus, er kommt einfach nicht wieder. Und jetzt steht im Raum, dass er eventuell sogar bis zum Saisonende ausfällt. Und da mache ich mir Sorgen.
Ich mache mir so nicht wegen dem ersten FC Köln, so vergiss uns mal an der Stelle. So einfach wegen Julian Pauli selbst. Dass das nicht irgendwie langsam sein Karriereende jetzt schon einläutet, in dem jungen Alter. Wer sich da mit Gehirnerschütterungen und dergleichen auskennt, der kann da gerne was in die Kommentare schreiben. Ich selber tue es ja nicht, aber es wird ja auch ein großes Geheimnis darum gemacht, was mit ihm ist. Und deswegen, ja, ich hoffe, dass ich da irgendwie mich irre. Zumindest mein Gefühl sagt mir, dass da vielleicht bald mal eher eine Hiobsbotschaft bekommt. Aber gut, ich kenne mich mit Gehirnerschütterungen nicht aus. Das an der Stelle. Ich habe mich jetzt nicht großartig mit der Darmstädter Mannschaft beschäftigt, denn Angstgegner, es ist egal, wie es gerade bei Darmstadt läuft. Ey, die sind sogar mit uns zusammen abgestiegen. Deren Sieg hat gar nichts gebracht in der letzten Saison. Es hat null gebracht, das macht mich nochmal deutlich wütender. Ich habe ja keinen Beef mit Darmstadt, wir haben auch keine Rivalität mit denen, aber das macht mich einfach wütend, wenn ich daran denke, dass die auch noch mit uns zusammen abgestiegen sind. Weil dann verlierst du gegen die und die steigen mit uns zusammen ab. Hättet ihr wenigstens den scheiß Klassenerhalt geschafft. Hättest du wenigstens sagen können, ja komm, hau rein, weißt du, was willst du machen und so weiter und so fort. Aber naja, die sind mit uns zusammen abgestiegen. Und wir haben uns gegen die blamiert. Und dann noch die Klatsche aus dem Hinspiel. Deswegen machen wir es kurz und knapp. Kein Geist oder Bock, kein anderes Herumdrucksen. Auch wenn ich letzte Woche schon auf Niederlage getippt habe, ich kann sagen, selbst wenn manche Zeichen so am Horizont für uns stimmen, dass wir vielleicht zumindest einen Punkt holen. Womit ich übrigens zufrieden wäre. Eigentlich wäre ich nicht zufrieden. Scheiße, wir haben ja nur noch 9 Spiele. Wir sind eigentlich in fast jedem Spiel zum Siegen verdammt, aber ja, so wie es so abwechslungsreich wie es in der zweiten Bundesliga so läuft. Ich befürchte tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum letzten Spieltag mit sämtlichen Aufstiegskandidaten. Ich tippe trotzdem hier auf eine Niederlage. 0:3 für Darmstadt 98. Ja, tut mir sehr leid. Tut mir sehr leid, das ist zumindest mein Tipp. Ich glaube, wir verlieren. Aber vielleicht gewinnen wir dann im nächsten Spiel. So ist mein Gefühl aktuell. Ich bin ja keiner von diesen Leuten, die sagen, ich kann nicht gegen meine Mannschaft tippen. Doch, kann ich. Kann ich. Das ist ein bisschen auch Selbstreflexion. Oder Selbstreflexion auf den Verein bezogen, was weiß ich. Ich bin da auch selber bescheiden und ich werde garantiert nicht mich nochmal zu so einer Euphorie verleiten lassen. Ja, okay, ich würde jetzt keine Wette darauf abschließen, aber habe ich jetzt nicht gerade vor. Und deswegen, ich glaube, dieses Mal, naja, ich bin zwar beim Spiel, es wird wahrscheinlich umsonst gewesen sein, aber trotzdem kann es sein, dass ich widerlegt werde und trotzdem irgendwie was zu feiern habe. Man weiß nie. Deswegen geht man ja trotzdem zu seiner Mannschaft, selbst wenn man irgendwie ein scheiß Gefühl hat. Das war es dann erstmal bis zur Reaction auf das Spiel und ja, das ist auch alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns noch wiedersehen.